Guten Morgen miteinander. Ich möchte mich auch noch kurz vorstellen. Ich bin der Andi Grossmann und ich bin beim Bibellesebund angestellt und durfte die letzten 2 Tage mit einem Team hier vor Ort die Holzbauwelt leiten. Wir haben mega viel gebaut auf allen 3 Stöcken. Wir haben dann nachher noch die Möglichkeit, das auch anzuschauen. Und ich bin nicht allein hier. Ich habe immer meinen Freund dabei. Wisst ihr noch, wie der heisst? Genau, wenn ihr mal rufen, dass er mal aufwacht. Ah, da müsst ihr aber ein bisschen lauter. Oh, jetzt ist er wach. Wenn wir mal schauen. Jetzt hat es ein bisschen mehr Leute als gestern. He? Aber was hast du eigentlich erzählen? Ich habe 2 Nachrichten. Aha. Eine gute und eine schlechte. Okay. Dann wollen wir aber mit der guten anfangen, oder? Okay. Nein, geht nicht. Ich muss zuerst die schlechte loswerden. Ja, aber wieso denn? Es ist doch nicht schön, mit einer schlechten Nachricht in den Morgen zu starten. Ja, schon. Aber weisst, es ist eben so, dass... Also komm jetzt, Luki, erzähl. Es ist alles weg. Was ist weg? Sorry, mein Sackgeld habe ich am Kiosk vergüngerlet. Aha, schade. Es war aber dein Geld und deine Entscheidung. Und jetzt hast du es nicht mehr. Und sparen kannst du es auch nicht mehr. Dafür hat der Zahni Freude. Aha. Also Luki, ich gehe jetzt mal davon aus, dass das die schlechte Nachricht war. Was ist denn die gute? Das Grosse hat mir gerade Geld geschenkt. Ich war so eine Liebe gewesen. Aha, schön für dich. Und was machst du jetzt mit dem Geld? Ich habe gedacht, ich kaufe ein Velo oder ein Trotti oder noch besser ein Stadion oder einen Taschenrechner. Ja, du könntest mega viel posten. Aber du musst dich für etwas entscheiden. Ja, das ist mir eben sehr schwer gefallen. Und für was hast du dich jetzt entschieden? Ich bin am letzten Sonntag auch an einem Gottesdienst gewesen, an einem Kindergottesdienst. Schön. Und was hat das jetzt mit dem zu tun? Weisst, die haben dort von armen Kindern erzählt. Ach so. Und dann haben sie auch gerade Geld gesammelt für die Kinder, die es nicht so gut haben wie du. Ja, die haben das Kässeli gehabt, wo man etwas reintun konnte. Wow, Luki. Dann hast du das ganze Geld für die armen Kinder gespendet. Das finde ich ja mega toll. Und das war eben meine schwierige Entscheidung. Ja, was? Ob du sollst gehen oder nicht? Ja, genau. Weisst, ich kenne eine Frau, die könnte es eben auch so gut brauchen. Ja, und was hast du jetzt gemacht? Hast du es halbiert? Die Hälfte für die Frau und ja, das wäre echt gut gewesen, du. Jetzt ist es halt weg. Dann hast du es also doch ins Kässeli getan? Nicht so richtig. Ich habe gedacht, ich will lieber die Frau unterstützen und bin auf dem Heimweg vom Kindergottesdienst dort vorbei. Das ist doch auch gut, oder? Ja. Die Frau war so freundlich, dass sie mir für ein Zehnernnötchen ganz viel Süßes gegeben hat. Du hast jetzt mal ganz ehrlich, Luki. Wo wohnt denn die Frau? In einem kleinen, munzigen Häuschen. Und oben drauf steht Kiosk. Luki, merkst du auch etwas? Deine schlechte Nachricht ist ja genau die gleiche wie die gute. Merkst du das eigentlich nicht? Du, aber es ist trotzdem interessant, dass du das genau heute erzählst. Wieso? Kennst denn du die Frau? Nein. Aber in der heutigen Geschichte, die wir nachher hören, geht es auch darum, dass sich die Leute für etwas entscheiden müssen. So wie du. Okay. Dann höre ich ganz gut zu nachher. Und wegen dem kleinen Häuschen? Ja, das besprechen wir 2 dann nachher noch. Ui, ui, ui. Also gut.
haben meistens das Lied auch gesungen, bevor wir Geschichte gehört haben, an diesen 2 Tagen. Und ich habe dann zu den Kindern immer gesagt, machen wir doch das, machen wir die Bibel auf und hören eine Geschichte aus der Bibel. Und wir haben Geschichte gehört vom Nehemia und werden heute die Geschichte noch ganz abschließen, zusammen mit den Kindern, aber auch für euch, die nicht dabei sind, ein bisschen eintauchen in die Geschichte vom Nehemia. Herrlich. Alle freuen sich. Der Nehemia hat gerade den letzten Torflügel eingesetzt und klopft sich den Staub von seinen Kleidern. Alle bestaunen die Mauern. Was hat Gott doch für grosse und kleine Wunder gemacht, damit das alles möglich geworden ist. Endlich, seit der Zerstörung von Jerusalem vor 150 Jahren, ist die Stadt jetzt endlich wieder geschützt und hat eine eigene Mauer. Der Nehemia schaut mit Tränen in den Augen in den Himmel und erinnert sich daran, wie alles angefangen hat. Wie der Hanani, sein Bruder, ihn in Susa besucht hat. Der ist nämlich 1800 Kilometer ist er von Jerusalem nach Susa gewandert und geritten, um den Nehemia zu besuchen. Und wenn er erzählt hat, wie schlecht es den Bewohnern von Jerusalem geht. Ohne Mauer haben sie keine Zuflucht, wo sie sicher sind vor Räubern und vor Feinden. Und wie hat der Nehemia brüllt, als er das gehört hat. Tagelang ist er da gelegen und hat brüllt. Und ihr seht den ganzen See, den es gegeben hat von diesen vielen Tränen. Bis er sich an den herrlichen und mächtigen Gott erinnert hat. Ist Gott nicht viel mächtiger als alles Unglück von dieser Erde? Der Nehemia hat gesagt, 4 Monate lang habe ich zu Gott gerufen, gebetet und gefastet. Alle schlechten Sachen, die mein Volk gemacht hat, habe ich Gott bekennt. Wenn wir wieder zu Gott umkehren und treu mit ihm leben, dann kann Jerusalem wieder aufblühen. Und dann ist das große Wunder passiert. Der Perserkönig, der Artaxerxes, der hat es erlaubt, dass der Mundschenk Nehemia nach Jerusalem darf reisen. Für 12 Jahre. Und die Mauern und die Stadt wieder aufbauen. Er hat es nicht nur erlaubt, er hat auch noch das ganze Bauholz zur Verfügung gestellt, Reisepapier parat gemacht. Das war ein Tag für Nehemia. Eine mega Gebetserhörung. Eher vergehen Himmel und Erde, als dass Gott sich nicht an seine Versprechen haltet. Und wo einst die herrliche Stadtmauer in Jerusalem gestanden ist, ist nur noch eine Ruine gewesen. Alles verwüstet und kaputt. Ein Mammutprojekt, das alles wieder aufzubauen. Wir haben mit den Kindern gestern davon gehabt, was wäre echt bei uns, wenn über die Nacht all die Sachen, die die Kinder gebaut haben, am nächsten Morgen einfach alle flach wären. Da haben die Kinder gemerkt, oh, das würde etwas machen mit uns. Und wir haben uns dann vorgestellt, wie das für Nehemia war, wie seine Heimatstadt einfach der grosse Ruine war. Und all die Völker ringsum haben unbedingt verhindern, dass Jerusalem wieder eine blühende Stadt wird. Wir paar Leute mit all diesen Problemen sollen diese riesige Mauer bauen? Das ist doch unmöglich, haben die Israeliten zueinander gesagt. Aber wo Gott segnet,
hier können wir über Mauern springen. Das hat schon der König David gesagt. Nur 52 Tage. Und die Mauer war fertig gebaut. Unfassbar. Sogar die Feinde sind davon überzeugt, dass Gott selber diesen Mauerbau geleitet haben und gesegnet haben. Sonst hätten die Juden das gar nicht allein geschafft. Und da kommt auch gerade der Hanani zu laufen, der Bruder von Nehemia. Und er umarmt Nehemia. Hey Nehemia! Klatscht ihn ab und sagt, wir haben es geschafft. Die Mauer ist fertig, wir haben es tatsächlich geschafft. Und da haben sich die beiden auf eine Erhöhung auf der Mauer aufgestellt. Und der Nehemia hat angefangen, zu seinem Volk zu reden. Und er hat gesagt, meine Freunde, ich bin echt stolz auf euch. Das habe ich im Fall gestern auch gedacht, als ich durch die Baustelle gelaufen bin von euch. Und 2 Türme gesehen habe. Normalerweise machen wir ja einen Turm. Und jetzt haben wir, weil wir in 2 Gottesdiensten sind, 2 Türme gemacht. Also ich bin also auch sehr stolz auf euch, dass ihr das geschafft habt. Wir haben es geschafft, hat der Nehemia gesagt. Wenn wir umschauen, ist die Mauer fertig. Aber die Stadt ist immer noch ein riesiger Haufen. Endlich können wir die Stadt aufbauen. Und endlich können wir wieder Gott anbeten. Wir können Gott Dankopfer bringen und im Tempel beten. Und es wird wieder Musiker geben, die Gott loben und preisen. Und dann ist er vom Mauervorsprung abgestiegen und hat einmal alle gezählt, die hier eigentlich mitgeholfen haben. Und es sind 42.360 Männer, Frauen, Kinder, ganze Familie gewesen, die hier mitgeholfen haben. Die alle an einem Strick gezogen haben und das Ziel verfolgt haben. Und das Mammutprojekt hat alle zusammengeschweißt. Man hat richtig gemerkt, wie neue Freundschaften gewachsen sind. Und vielleicht ist das bei euch Kind auch passiert. Beim Bauen habt ihr vielleicht plötzlich mit jemandem zusammengebaut, den ihr gar noch nicht so kennt habt. Oder sind hier am Turm auf der Leiter gestanden und haben mit jemandem geschwätzt, wo ihr vielleicht gar noch nicht so viel geschwätzt habt. Und vielleicht haben ihr sogar eine neue Freundin oder einen neuen Freund gefunden. Und nach all dem, was die Israeliten in dieser schwierigen Zeit erlebt haben, wenn sie den Gott wieder näher kennenlernen. Also haben sie sich ein paar Wochen später versammelt in Jerusalem zum grossen Laubhüttenfest. Sie haben ein Gerüst gebaut und haben unbedingt wollen, dass der Esra, ihre Priester, aus der Bibel vorliest. Ganz ehrfürchtig hat der Esra die Schriftrolle genommen und hat angefangen, aus den Mosebüchern vorlesen. Alle sind ganz aufmerksam gewesen und haben zugelassen. Männer, Frauen und Kinder wollten hören, was Gott ihnen sagt. Und immer wieder hat auch ein Priester, wenn er ein Stück gelesen hat, den Leuten erklärt, was denn das heisst für ihr Leben. Und obwohl das eigentlich eine schöne Botschaft war, sind die Leute, die zugelassen haben, immer trauriger geworden. Bis plötzlich alle haben angefangen zu trauern und angefangen zu brüllen. Plötzlich haben sie gemerkt, dass sie so gelebt haben, wie es Gott gar nicht gefällt. Früher wäre ihnen das ja egal gewesen. Aber jetzt, seit sie den Gott so erlebt haben, bei diesem Mauerbau und mit dem Nehemia zusammen, haben sie gemerkt, dass sie dem Gott eine Freude machen mit ihrem Leben.
Und Gott macht es glücklich, wenn wir ihn gern haben. Wenn wir mit ihm reden, zu ihm beten und ihm erzählen, was in unserem Leben passiert. Was uns gefreut hat, was uns geärgert hat, was uns aber auch Angst macht. Und er freut sich, wenn wir ihm Danke sagen. Für die täglichen Sachen, die wir haben, essen, trinken, aber auch für unsere Familie, für unsere Freunde, für unsere Gemeinde. Ja, Gott nimmt Anteil an unserem Leben. Er interessiert sich, was wir machen und wer wir sind. Und da wird den Israeliten plötzlich klar, wenn man nur so lebt, wie es einem gefällt und sich auch nicht für die Gebote von Gott interessiert, dann hat Gott nicht Freude an dem. Und wenn man immer das Gegenteil macht von dem, was gut für uns ist und alle Regeln bricht, dann kann Gott gar nicht Freude haben daran. Und genauso ist es bei den Juden gewesen. Darum haben sie so fest brüllt und sind traurig geworden. Aber da hat sie der Nehemia tröstet. Und auch der Esra und die anderen Priester. Sie haben zu ihnen gesagt, hey, wir merken, dass es euch leid tut. Und wenn es euch leid tut und ihr das bereut, was ihr nicht gut gemacht habt, und Gott um Vergebung bittet, dann ist er uns barmherzig und lässt uns seine ganze Liebe erleben. Und das hat er schon zu der Zeit von Nehemia versprochen. Also haben sie es so gemacht, wie bei einer Hochzeit, wie bei einem Ehebund. Sie wollten einen Bund mit Gott schließen. Wie früher die Juden am Berg Sinai. Sie haben mit Gott abmachen und ihm versprechen, dass sie von jetzt an mit ihrem ganzen Leben mit ihm zusammen sein. Und da ist ihnen klar geworden, um mit Gott einen Bund zu schließen, können sie nicht mehr so weiterleben wie bis jetzt. Und unter Tränen haben sie zu Gott beten. Du bist so herrlich, Gott. Himmel und Erde und alles, was drin ist, hast du gemacht. Jederzeit bist du treu und du brichst nie, was du versprichst. Wir wollen auf dich vertrauen, weil du immer treu bist. Du hast dich immer an dein Wort gehalten und bist uns sogar gnädig und barmherzig, obwohl wir uns gar nicht um dich gekümmert haben. Weil du uns so sehr liebst, wollen wir heute einen Bund mit dir schließen. Wir wollen von jetzt an mit dir leben und auf deine Worte hören. Wir wollen dich lieben und auch unseren Nächsten. Amen. So haben die Israeliten einen Bund geschlossen und haben ein grosses Pergamentpapier, wie es das früher hatte, haben sie das unterschrieben mit ihrem Namen. Und in der Geschichte von Nehemia kann man sehen, was einisch verbrochen war, hat Gott wieder geflickt. Zuerst einmal die Stadtmauern natürlich und später auch noch die ganze Stadt Jerusalem. Aber vor allem die Herzen von diesen Menschen in Jerusalem. Die sind dunkel gewesen, kalt und hart. Sie sind traurig und haben nicht mehr nach Gott gefragt. Aber Gott hat ihre Herzen geheilt. Er hat sie zu hellen Herz gemacht. Und du sagst jetzt vielleicht, wo du die Nehemia-Geschichte gehört hast, am Freitag, am Samstag und auch heute,
Ja, das ist ja schon mega lang her. Und das hat Gott mit diesen Menschen von Jerusalem gemacht. Aber was hat das jetzt mit uns zu tun? Ich frage dich, ist der Gott vom Nehemia, ist echt das der gleiche Gott, wie der Gott, wo wir heute auch zu ihm Lieder singen und zu ihm beten? Was denkt ihr, Kind? Ist das der gleiche Gott oder ist es ein anderer? Ist es der gleiche? Genau, das ist der gleiche Gott, der beim Nehemia und seinem Volk war, wie auch bei uns immer noch ist. Heilt er nicht auch heute noch? Kann er nicht auch heute noch aus dunklen Herzen helle machen? Die Menschen von Jerusalem haben beim Mauerbau sehr viel mit Gott erlebt. Wunder, wie Gott zum Nehemia geredet hat, wie er sie beschützt hat und so weiter. Sie haben jetzt mit dem Gott leben und ganz zu ihm gehören. Und die Leute haben sich bewusst für das entschieden. Der Luki, wisst ihr noch am Anfang, hat sich auch bewusst für etwas entschieden. Nämlich, dass es Geld für den Kiosk braucht. Naja, es sind nicht alle Entscheidungen die richtigen, aber er hat sich entschieden. Auch wir müssen uns entscheiden, ob wir mit dem Gott zusammenleben wollen, der uns alle so wunderbar gemacht hat, oder ob wir ohne ihn durchs Leben gehen. Und Gott wünscht sich nicht so fest, wie dass wir mit ihm eine Beziehung anfangen. Er möchte mit uns leben. Für das hat er uns geschaffen. Als Gegenüber von ihm. Aber wir Menschen haben uns den Weg zu Gott verbaut. Und tun uns da immer wieder verbauen, weil wir ganz viele Sachen machen, die Gott nicht gefällt. Aber Gott hat auch diesen Weg wieder geflickt. Und für das hat er selber ein Mensch werden. Und ungefähr 500 Jahre nach dem Nehemia als Jesus Christus auf die Erde kam. Und für das hat er unsere ganze Schuld getragen und ist für uns am Kreuz gestorben. Und nur weil Jesus für uns gestorben ist, dürfen wir sicher sein, dass Gott uns die Hand immer anhebt. Egal, was in unserem Leben nicht Gutes passiert ist oder was mit uns geschehen ist. Aber was ist denn das eigentlich ein Bund? Das ist so ein altes Wort. He? Man könnte sagen, ein Versprechen oder eine Abmachung oder eine Vereinbarung. Wir Menschen machen das ganz viel mal untereinander. Es gibt den Bund unter den Menschen, wo man sich etwas verspricht. Nur vielmal kann man das gar nicht gut halten oder man wird enttäuscht oder es läuft ein bisschen anders, als man sich versprochen hat. Wenn es aber ein Bund ist zwischen Gott und den Menschen, dann sind beide Bundespartner nicht gleichwertig. Gott ist höher und setzt den Bund ein. Der Bund darf auch auf keinen Fall gebrochen werden. Er ist heilig. In der Bibel lesen wir immer wieder von so einem Bund. Zum Beispiel in der Geschichte von der Arche Noah. Dort hat Gott selber mit dem Noah seinen Bund geschlossen und hat ihm versprochen, dass er nie mehr so eine Flut auf die ganze Erde schickt. Und als Zeichen dafür hat er den Regenbogen in die Wolken gesetzt. Oder auch mit dem Abraham hat Gott einen Bund geschlossen. Und mit dem ganzen Volk Israel und dem Mose auf dem Berg Sinai. Und so weiter. Und so einen Bund haben die Menschen auch in Jerusalem mit Gott abgemacht und unterschrieben.
Und du? Ist es auch für dich Zeit, mit Gott einen Bund zu schließen? Vielleicht lebst du schon lange mit ihm und möchtest dich wieder ganz neu zu ihm ausrichten. Oder du suchst schon lange nach etwas in deinem Leben, das dir Halt, Sinn und Lebensfreude gibt. Und vielleicht merkst du heute, dass das der Gott erfüllen kann. Und vielleicht hast du dir auch noch gar nie Gedanken darüber gemacht, was ein Leben mit Gott sein könnte und wie das aussehen könnte. Oder du hast den Gedanken, dass Gott real ist, immer wieder ein bisschen wegstoßen. Wo Jesus am Kreuz gestorben ist, für uns, hat er einen ganz neuen Bund mit uns geschlossen. Das heisst, er hat den Bund, wo der Noah gemacht hat, wo der Abraham, der Nehemia gemacht hat, er hat den Bund erneuert. Durch seinen Tod. Und wir dürfen in diesem Bund leben. Und dass wir das nicht vergessen, finde ich, könnten wir die alten Türme ja eigentlich gerade einstürzen, oder? Weil jetzt haben wir ja einen neuen Bund mit Jesus. Dann gibt es einen neuen Turm. Ja, wenn wir jetzt noch mehr Zeit hätten, könnten wir einen neuen Turm bauen, genau. Und darum würde ich vorschlagen, dass wir jetzt zusammen diesen Turm und auch den Turm im EG unten einstürzen. Wir haben das mit den Kindern abgemacht, wie wir das machen. Und ich hole schnell hier den Stecker. Wir haben zusammen abgemacht, dass immer ein Kind anfangen darf und dann nachher der Stecker weitergehen darf. Jetzt, wer hat die Lust zum Anfangen? Darfst du mal vorkommen? Jetzt, bevor du anfängst, möchte ich schnell die Leute fragen, was denkt ihr, wenn er jetzt ein Loch macht, wer denkt, oh, der Turm, der geht gerade zusammen? Wer denkt, es braucht vielleicht noch ein zweites oder ein drittes Loch? Okay. Wenn wir mal schauen, darfst du mal eins machen? Okay. Jetzt darfst du den Stab mal jemandem weitergeben, der auch möchte. Super, und weitergehen. Vielleicht musst du unten warten bei den anderen Kindern und aufstrecken. Es braucht ein paar Löcher, hä? Der Turm im EG steht also auch immer noch. Oh! Jetzt sind wir gespannt, wenn es uns nimmt. Der oben ist stabiler. Der oben ist
Genau, ein Teil steht immer noch. Willst du das noch einstürzen? Nicht? Wer möchte das noch? Also, komm schnell vor. Dass er ganz eingestürzt ist, gell? Genau, super. Wie gesagt, Jesus hat einen neuen Bund mit uns geschlossen. Und in der Bibel steht, und er nahm Brot, sprach das Dankgebet, brach das Brot und reichte es ihnen mit den Worten, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch und sagte, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Das hat Jesus gesagt, als er mit den Jüngern das letzte Abendmahl gefeiert hat. Und Jesus verspricht uns, dass wenn wir zu seinem Bund gehören, wenn wir an ihn glauben und unser Leben auf ihn ausrichten, so, wie es uns in der Bibel zeigt, dass er dann mit uns ist. Das steht im Johannes 3,36. Wer an den Sohn Gottes glaubt, hat ewiges Leben. Wer dem Sohn Gottes nicht nachfolgt, wird das Leben nicht haben, sondern Gottes Zorn bleibt auf ihm. Und wenn du in deinem Herz merkst, dass du ganz zu diesem Gott möchtest gehören und alles, was er für dich gemacht hat, möchtest annehmen, dann kannst du es ihm einfach sagen. Er ist ein Gott, der dich gehört. Daheim, vor dem Einschlafen, allein oder auch mit jemandem zusammen. Heute, morgen oder vielleicht auch erst in ein paar Jahren. Mitten in der Nacht oder auch gerade beim Aufwachen. Gott gehört dich immer und jederzeit. Und ich wünsche dir, mach's mit Gott ab. Schließ einen Bund mit ihm. Übergib deine Lebensführung dem Gott, der auch die Menschen beim Nehemia schon so berührt hat und auch heute immer noch täglich tausende Menschen berührt. Weil er ein echter, lebendiger Gott ist. Ein Gott, den man erleben kann. Amen.